Meine Nummer ist durchgespielt und immer der herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play, und zwar This War of Mine, The Little Ones. Und das weist die andere Seite vom Krieg. Also mit dem Spiel geht es darum, dass man nicht ob die anderen ballern als Soldat. Nee, wir sind Opfer vom Krieg, und zwar sind wir Zivilisten, die verlieren müssen kämpfen. Und zwar müssen wir andere Plünderer gehen. Wir müssen aufpassen, dass wir selber nicht geplündert gehen und einfach probieren zu verlieren. Und da kann zwischen 30 und 40 Tage dauernde Krieg, kann ich aber auch eine ewige Geschichte machen, das man nicht geschwind, und dann dauert der Krieg nur noch 20 Tage. Auch das ist noch heftig. So, dann ging ich mal so, wir fangen direkt an. Wir machen, immer mit irgendwelchen Zivilisten spielen, Sichtmeister dann hier raus. Ja, den Anton. Und dann hören wir Marco, Katja. Ich habe schon ein bisschen gespielt gehabt, dafür weiß ich wie es geht, und der Roman. Und es hat sich einfach bei mir bewiesen, dass ich mit Feierleid am besten spielt. Hallo können wir ja noch ein bisschen ändern, aber so können da zwei schlafen, ein auf der Wache sind und geht plündern. Nerds. Weil wenn wir keinen auf der Wache haben, dann kann es sein, dass man selber ausgeraubt kann. So. Also wie gesagt, halt. Oh, der Krieg kann bis zu 80 Tage dauern. Also in den mutig ist, der kann dann 80 Tage schreiben. Wir hören der kleinsten. So, ja, das machen wir. Sag mit. Der Winter kommt früh, zur Hälfte durch, spät. Ich ging zur Hälfte durchschwellen. Härte des Winters, ja, das machen wir damit dann. Dauer des Winters. Ah, ja, komm, lass mal so. Da kann man nur auswählen, welche Häuser das wir holen, also welche Häuser das man können holen, für mal eine Plünderer gerne gehen. Das sind noch Tankstelle, Reisebüro und so Sachen. Wir holen da mal auch das ist das Minimum. Und dann holen wir mal zerstörte Villa. Du hast dann ein Ehepaar dran. Dalstadt. Der Supermarkt. Baustelle, nee. So, Lagerhaus. Verlassenes Haus. Baufälliges besetztes Haus. Kleines Wohnhaus, Familie. So, nur mal genug. Die harmlos sind. Nur mal mit Baustellen mit Soldaten. Bombardierte Schule mit Rebellen. Na, können wir vielleicht noch. Voilà, Händler am Reisebüro. Stadtkrankenhaus. Militärstützpunkt. Ein ruhiges Haus. Ja, dann haben wir der 14. Das Mist. Cool. Und dann fangen wir direkt an. Ja. Ich weiß nicht, wie lang meine Folge gehen, und ich weiß auch nicht, wie viele Folgen davon machen. Also, ich bin jetzt heute mal durch, die 20 Tage, das spielen wir durch. Ob wir mal nur noch machen, das weiß ich noch nicht. Hängt alles davon auf, wie ich Lust tun, auch wie die darauf reagiert. Du hast dann das Haus. Ja. Ich hatte 4 Runden ein bisschen mehr großes Haus. Und das geht ganz viel um Strategie. Da muss ich ganz gut aufpassen, wie ich was setzt, weil ich kann den Hanno nicht mehr verrückeln. Das heißt, ich war so blöd und schon Wetter an den Keller gesagt, und du warst eisig kalt. Am besten Wetter irgendwo setzen, weil es so kalt ist. Der Krieg wütet nun schon seit zahllosen Monaten, und die ständigen Bombardierungen haben aus der Stadt
ein Meer aus Ruinen gemacht. Wer sich bei Tageslicht nach draußen wagt, lädt Scharfschützen zu Schießübung ein. Alles ist Mangelware und die wenige Hilfe, die die Stadt erreicht, wird von den Menschen mit den wenigsten Skrupeln und den besten Waffen abgefangen. Nur wenige Bewohner hatten das Glück zu fliehen. Wer kein Glück hatte und den letzten Flüchtlingskonvoi verpasst hat, ist auf sich allein gestellt. Gewöhnliche Menschen ohne Überlebenskenntnisse kauern in den Ruinen aufeinander, angewiesen, um zu überleben. So, und das sind als Leitüben. Ja. Und da kann man ein bisschen spielen. Also, ja, spielen. Ja. Nee. Ja, schon. Marco. Und ich kann da mal halt gucken, alles durch sicher gehen. Alles kann man gebrauchen. Ich kann ja noch Sachen, die man da craften. Und dann ist auch das, wenn man plündere gehen, so man muss die Sachen holen. Hier ist das auch ganz wichtig. Du dran sind nicht ganz schlecht gewirkt, weil ich nicht einmal erste Fund. Ich hoffe, ich Spielsound das nicht zerhecht, also zu hart. Ich meine, ich war 15 Minuten voll, Jen. Ich meine noch keine Off-Moderation oder so. Geht einfach so wie bei Minecraft weiter dann. Wenn voll Job halt, dann halt auch, ja. Dafür mal fahren der nächste weiter. Ohne große Schnitt oder Endscreen zu setzen. Wir haben aber schon viel von. Wir können schon dummer das. Oh, ihr sind Sachen, die wir da aufhängen können. Respektiv können wir dummer da Sachen bauen. Ja, und halt brauchen wir am besten. Nur wenn wir das erklären, dann denke ich kurz. Dann muss ich entrümpeln. Das dauert lang, wenn ich kein Schöpf habe. Dafür ging ich am letzten einen Schöpf holen. Ja. Ich kann nämlich heuer dem Haus noch nicht aus. So. Aber wie ihr seht, können wir schon Sachen craften heute. Und das Wichtigste ist die Better. Auf alle Fall. So, also muss man gucken, wo wir Better hinsetzen. Am besten nicht, wo es zu kahl ist. Okay. Wir können wir kein Wetter setzen, mehr Jürgen. Also du, nur mehr Gegenstand nicht rudern. Das Haus hat ein Stück Scheiß gemacht. Vorne nicht. Weil wir können ja nicht überall Bett hier setzen, das ist mega schwer. Ja, wir setzen dann, ja, ich glaube, das ist eine... Es scheint nicht so kalt zu sehen an dem Raum, du, also, du an dem Eck schon, aber dann setzen wir Bett hier hinauf. Ja, die Steuerung ist ein bisschen komisch. So, und da setzen wir Bett. Du hinauf. Kann man da etwas bauen? Ein Radio. Ein Radio ist wichtig. Da sollen wir so ein Radio da hier setzen. Da setzen wir ein Radio durch, ne? So wissen wir, was an der Stadt los ist. So, ein paar Gedanken. Unser Unterschlupf ist eine scheußliche Ruine und macht einen depressiv.
wir wollten etwas dagegen unternehmen. Ja, Powderwan, das hat er extrem klein geschrieben. Ich weiß nicht, wie der das nun gesehen, aber muss sehen, das ist echt auf den Computer gedört, weil in Deutschland ganz nur beim Bildschirm sitzt. Beim Fernseher ist das nicht so. Wir haben nur einen Stuhl, wir haben ein Bett, doch wir können mehrere brauchen. Es ist schwierig, wir haben ein Bett, ja, das zweite Bett könnt ihr. Es ist schwierig auf den harten, kalten Boden gut zu schlafen. Wir haben kein Radio, wir wissen, ich dachte Radio aus NRW, wir wissen nicht, was in der Stadt passiert. Uns fehlt das wirklich an Büchern. Ein gutes Buch könnte uns dabei helfen, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben ist ein bisschen besser, als auf der Straße zu leben. Uns fehlt es an Kaffee und Zigaretten, oder das ist ein bisschen unwichtig, Zigaretten, Kaffee, ja. Wir haben Löcher in den Wänden, unser Unterschlupf ist nicht sicher und wir müssen immer auf der Hut sein. So, das sind dann ein paar Gedanken. Ich höre jetzt mal alles tun, längs an unsere Sachen. So. Dann Katja. Kann gut feilschen. Kaffeetrinkerin. Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen, habe allerdings im Ausland studiert und war später Journalistin. Ich bin jahrelang weg gewesen, als aus den während ein Krieg entstand, wurde ich ausgewählt, um darüber zu berichten. Ich hatte mich sowieso freiwillig gemeldet, denn ich wollte unbedingt nach meinen Eltern sehen, aber es war zu spät. Mein Haus stand in Ruinen und meine Familie war verschwunden. Ich bin seitdem auf der Suche nach ihr. Sag ich mal ein bisschen, aber sie wird Leute geboren. Guter Mathematiker. Ich habe in letzter Zeit entweder mit unerträglichen Tölpern oder richtigen Grauen zu tun gehabt. Aber ich denke, dass ihr anders seid und für ein angesehenen Wissenschaftler wie mich ist die Gesellschaft von Menschen mit vergleichbaren kognitiven Fähigkeiten unabdingbar. Also so. Ja, unabdingbar. Zudem, ach verdammt, Schluss mit den Täuschungen. Ich bin ein alter Trottel, der von nichts eine Ahnung hat. Ich bin so dankbar für eure Gesellschaft. Ich habe zu viel alleine dort draußen verbracht. Na, das ist so mir inneren Herr. Also Boba sozusagen dann. So, dann Roman. Kampf erprobt, Raucher. Ja, der braucht Zigaretten. Ich hatte niemals gedacht, dass ich einmal weglaufen und mich vor meinem Kumpel verstecken würde. Doch so kam es schließlich. Wir waren eins, die Brüder. Jetzt bin ich für sie gestorben. Meine Jungs haben das Viertel bis kurz vor dem Krieg regiert. Einige von uns werden rekrutiert, wie Leon, mein bester Freund. Andere, wie ich, haben sich freiwillig für die Miliz gemeldet. Es sollte das ultimative Kräftemessen werden und wir alle wollten daran teilhaben. Okay. Ja, das ist wirklich ein bisschen komisch zu lesen, so. Ich muss immer nur bei den Bildschirm gehen. Geschickter Plünderer. Oh, den hören wir für zu plündern. Oh, den hören wir. Ich dachte, ich sei bereits durch die Hölle gegangen. Ich bin ein Feuerwehrmann. Öfter als mir lieb ist, bin ich in brennende Häuser gegangen, um Leben zu retten. Doch damals hatte ich neben mir Leute, die sich gegen den gemeinsamen Feind das Feuer verschworen hatte. Heutzutage kann dich dein früherer Nachbar umbringen, weil deine
Großeltern eine andere Sprache als seine Sprachen. Das ist